Guten Morgen miteinander. Mega cool bei euch zu sein. Richtig gute Stimmung in der GVC Zürich-Oberland. Wirklich cool. Und wir wollen zusammen heute einen Blick in die Welt raus machen. Ich vertrete die Organisation, die früher Schweizer Allianzmission geheissen hat. Jetzt heisst sie Serve and Multiply. Wir haben den Namen gewechselt und Serve ist inspiriert von Jesus. Das ist nämlich ein besonderer König. Wir haben vorhin gesungen vom König, vom Herr. Der König hat gesagt, ich bin gekommen, für zu dienen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Also Lösegeld für viele. Also wir haben einen König, der ist gekommen, für zu dienen. Normalerweise lässt sich der König bedienen. Wir haben einen speziellen König, der absolut genial ist. Und das ist immer noch das Modell. Wenn wir Leute rausschicken, hoffen wir, sie haben die Haltung vom Dienen. Und etwas anderes, was wir gesehen haben bei Jesus, er hat immer versucht zu multiplizieren. Er hatte 12 Jünger, die er um sich geschart, in der Hoffnung, dass die ihn weitermachen. Er hat 70 Jünger gehabt. Immer hat er versucht zu multiplizieren. Er hat Gleichnis gemacht vom Reich von Gott. Und dort ist es immer darum gegangen, etwas, das klein anfängt, wird riesig. Und darum haben wir den Namen gewählt, Serve and Multiply. Und jetzt wollen wir zusammen einen Film anschauen, wo einer ein Lied dazu geschrieben hat, genau zu Serve and Multiply, einer von unseren Mitarbeitern. Und dann könnt ihr ein bisschen eintauchen in Brasilien, Kambodscha, Afrika, einfach ein paar Bilder rund um die Welt. Can you hear the sound of sorrow? Can you feel the painful cry? People worry about tomorrow. Will they make another day? No hope, no help, no time for justice. Suffering children everywhere. They will need a touch from heaven to give them strength to rise again. But you know there is an answer. There is help right on the way. Will you share it with the needy to give them wings to fly again? Will you care and make a difference? There's a call upon your life, bringing people to the fullness of their given destiny.
So, jetzt hat er einen kleinen Einblick bekommen in die Länder, wo wir am Arbeiten sind. Und hat ein bisschen erlebt, was es dort machen. Jetzt wird... Der Philipp wird auch noch erzählen, was er gemacht hat in Guinea. Die müssen entscheiden. Genau. Genau. Unsere Vision ist, wir wollen mit Bildung Leben verändern und die Liebe, die Gott uns gegeben hat, weitergeben auf eine Art und Weise, dass die Leute es wirklich erleben, ganz praktisch, und dann selber wieder weitergeben können. Vielleicht denken ein paar, ja, braucht es denn überhaupt noch Leute, die rausgehen, die in andere Länder gehen? Übrigens, das ist nicht das Fake-Bild, so reisen wir im Chat durch die Wüste, von einer Stadt in die andere. Gabriele inbegriffen im Preis. Genau. Weil wir haben ja viele Ausländer unter uns, die sind ja da, und das stimmt. Ich selber habe eine Ausländerarbeit starten, interkulturelle Gruppe in Winterthur, und das ist mega cool. Hier meine Kleingruppe rechts, interkulturelle. Jetzt haben wir noch eine arabische Bibelgruppe, arabisch sprechende. Links ist das Foto davon. Und das ist so cool, wir machen auch Anlässe, wie hier zum Beispiel, Ende November, wo wir einen Spezialist einladen. Wie können wir als Gemeinde fit werden für die Zukunft? Als SAM sind wir da engagiert. Aber wenn wir nur hier unter Ausländern arbeiten, unter Migranten arbeiten, dann haben wir ein Problem. Wir lösen nämlich nicht das Problem an der Wurzel lösen, sondern wir bekämpfen Symptome. Und darum braucht es sowohl als auch. Also wir wollen hier unter Leuten arbeiten, die aus diesen Ländern kommen und schwierig haben, aber wir wollen auch vor Ort sein, für dass wir den Leuten ganz konkret helfen können. Hier seht ihr eine Liste, das ist jetzt nicht so kindergerecht, aber es gibt so eine Liste, eine Untersuchung, die man gemacht hat, wie ist das Entwicklungsniveau der Länder und auf welchem Rang ist die Schweiz? Wer sieht das von euch? Ja? 3. Platz, und man kann, wenn man ganz genau schaut, sieht man mit Australien auf 2. Platz sogar, aber du hast recht, das ist auf der 3. Linie, aber es ist genau gleich wie Australien. Also die Schweiz ist ganz oben. Das heisst, es geht kaum jemandem besser auf dieser Welt als uns hier in der Schweiz. Und jetzt werdet ihr ein Interview hören mit dem, da seht ihr die Länder, wo wir arbeiten, als SAM Global. Und jetzt kommt der Philipp und erzählt von einem Land, das auf 183. Stelle ist. Also wir sind unter den Top 3 und er war unter den Last 5. Ein riesen Unterschied. Das heisst, es gibt sehr viele Leute, denen es weniger gut geht als uns. Und so versuchen wir, mit Bildung Leben zu verändern in diesen verschiedenen Bereichen, Grund- und Berufsbildung, medizinische Arbeit, theologische Bildung und Jüngerschaft und Verbesserung der Lebensgrundlagen. Und es gibt noch einen zweiten Grund. In vielen Ländern ist das Evangelium, die gute Nachricht, noch gar nicht hergekommen. Jeder von diesen roten Pünktchen, die ihr hier seht, repräsentiert ein unreiches Volk. Ein Volk, das die Leute noch kaum etwas gehört haben von Jesus. Und das ist mit der Grund, warum wir machen, was wir machen. Wir möchten, dass die beste von allen Botschaften rausgeht. Unter anderem zu den Pöhl, ein Volk von gut 5 Millionen, das ihr hier eingezeichnet seht. Und sie haben den Islam verbreitet in diesem Land, in Guinea. Und wir möchten, dass sie eines Tages die werden, die das Evangelium verbreiten. Weil aus diesem Land, aus dieser Gegend heraus, fließen ganz wichtige Flüsse. Der Niger, Senegal, Gambia, das ist so das Wasserschloss von Westafrika, sagt man. Und mit Traum ist das einiges auch ein geistliches Wasserschloss wird werden. Und hier hat der Philipp gearbeitet. Und Philipp, jetzt bitten wir dich, auf die Bühne zu kommen und kurz ein bisschen zu erzählen, was du gemacht hast. Ja, Philipp, du warst in Afrika, rund 8 Jahre mit deiner Familie. Er hat 3 energiegeladene Jungs, die ich liebe. Kannst du kurz erklären, wo das ist in Afrika? Genau, also wir sind eben in Guinea. Ihr seht hier eingezeichnet. Erkennt ihr das? Es ist ein kleiner Ausschnitt. Wer sieht, welcher Kontinent ist das? Afrika, ganz genau. Ganz genau, da unten im Knie, da wo rot angezeichnet ist, das ist Guinea. Wie ihr seht, eben, es hat verschiedene Volksgruppen, die meisten sind eben wirklich die Pöhl gewesen, wo wir mit ihnen zusammengearbeitet haben. Hier ein bisschen näher ist Telimele.
das sehen ihr eingekreiselt, wo das wir gewohnt haben. Das ist etwa 8 Stunden Holperpiste von der Hauptstadt aus. Sehr anstrengend, aber sehr eine schöne Fahrt. Und wir sehen rechts oben sehen da das Foto von unserem Haus, wo wir jetzt die letzten 8,5 Jahre gewohnt haben. Genau, seid ihr alleine der gewesen, oder mit anderen zusammen? Genau, wir haben ein Team gehabt, mit einer anderen Familie noch. Und dann jedes Jahr haben wir Kurzzeitmitarbeiter gehabt. Das sind junge Leute, die gerade mit der Lehre fertig sind oder mit dem Gimmi, die gekommen sind, uns ein Jahr lang unterstützen in den verschiedenen Arbeiten. Da erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr dazu, was wir da alles hat dürfen und können machen bei uns. Ihr seht hier vom Team her mal unsere Familie und jetzt unten links ist Familie Maurer. Die sind jetzt auch schon ein Zeitchen dort und jetzt gerade vor 2 Wochen sind die in der Mitte, unten rein, sind ausgereist. Familie Lörcher, die sind jetzt ganz neu dort. Dann sehen wir oben rechts den Timo, der ein deutscher junger Mann ist, der auch für längere Zeit dort ist. Und unten rechts sehen wir die Kurzzeit, das sind einfach die vom letzten Jahr, jetzt dieses Jahr sind dann neue. Und so ist das Team immer wieder ein bisschen neu zusammengestellt, was sehr spannend ist. Genau, aber ganz kurz möchtest du auf den Punkt bringen, was ihr machen wollt, was die Vision war. Wie würdest du das zusammenfassen? Genau, wir haben uns ein bisschen an der GVC-Vision, die ihr ja alle auswendig könnt, vor allem in der Sonntagsschule lehrt ihr das, oder in der Kids Church, Entschuldigung, lehrt ihr das ja sicher auswendig. Nein, wir möchten erleben, wie die Pöhl Gott begegnet, ihr Leben zum Blühen kommt und wie sie begeisternd Gottes Reich bauen. Wir haben wirklich, wie der Jörg schon erzählt hat, da ein Schlüsselvolk in dem Land, ein Volk, wo die Leute sehr viel Einfluss haben, auch auf die anderen Leute in dem Land. Und wenn diese Leute können erreicht werden mit dem Evangelium, nachher geht etwas in dem Land, wo wir nicht machen für sie. Das muss wirklich von ihnen auskommen. Genau, und weil wir das wollen, wir investieren in nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. Es bringt nichts, um einfach dort runterzugehen und ihnen von Jesus zu erzählen, ohne dass man ihnen hilft. Bei denen, ihr habt es gesehen, es ist ein Land, das wirklich schwierig ist. Auf dem 183 ist der Platz, gell? Die haben noch andere Probleme, wie das Jesus nicht kennen. Und es ist wirklich, es sind so viele Nöte herum, wo wir diesen Leuten begegnen wollen, in diesen Nöten, dass sie wirklich mit ihrem Leben quasi in einen Frieden hineinkommen, wo sie überhaupt können, daran studieren wegen Gott und Jesus. Wenn du Hunger hast, nachher studierst du noch nicht an dem herum. Und darum wollen wir investieren in kulturell relevanten Gemeindebau. Also wir wollen den Leuten auch Jesus so weiterbringen und so näher bringen, dass für sie stimmt. Die Leute ganz anders sich verhalten, wenn ihr in einen afrikanischen Gottesdienst geht, dann sieht das ganz anders aus. Und das ist nicht schlecht oder nicht falsch, so wie wir es machen, oder so wie sie es machen. Das ist einfach anders. Und es war unsere Aufgabe gewesen, um das Evangelium weiterzubringen, mit so wenig von unserer Kultur daran angehängt wie möglich, dass sie das Evangelium, die gute Botschaft, können mit ihrer Musik, mit ihrer Anlegung, mit ihrem, das, was ihnen näher ist, am Herz können fühlen. Genau. Super. Jetzt wäre cool, wenn du ganz kurz den Leuten einen Überblick geben würdest, was ihr gemacht habt. Wie habt ihr das ganz konkret umgesetzt? Ich lade dich da selber Ganz genau. Vielen Dank, merci. Also eben mal vorerst, ihr seht hier, das ist der grosse Vorteil, wenn ihr auf Afrika geht, arbeiten, ihr könnt eigentlich den ganzen Tag im Pyjama rumrennen. Da kommt gar nicht so darauf an, wenn ihr noch ein bisschen verschlafen sind. Nein, das ist so eine traditionelle Anlegung, wo man viel an den Festen anhat. Das ist einfach das, was Männer tragen, mit dem traditionellen, selber gemachten Stoff dort. Und ich bin nicht viel so rumgerannt, ihr seht es, ich bin mehr auf der Baustelle gewesen. Genau. Wir haben verschiedene Sachen gemacht, eben wie gesagt, wir haben einen Haufen Probleme angetroffen, wo wir auf Guinea gekommen sind, haben gesagt, hey, die Leute, die haben nicht das, was nötig ist zum Leben. Denen fehlt ganz ein Haufen. Und wir haben in all diesen Sachen ihnen helfen. Ein paar Sachen, die wir geplant haben, ein paar Sachen, die wir überhaupt nicht geplant haben, wo wir einfach dran angekommen sind. Und dann haben wir die Not gesehen und dann haben wir, ob wir jetzt ausgebildet sind dafür oder nicht, haben wir versucht, etwas zu machen. Und über die verschiedenen Punkte, ihr könnt es selber lesen, tue ich jetzt einfach ganz schnell ein bisschen etwas erzählen. Genau, was ihr hier seht, das ist jetzt etwas von dem, was wir nicht geplant haben.
Ich bin auf dem Bau, meine Frau ist Lehrerin, wir sind beide überhaupt nicht medizinisch ausgebildet. Und wo wir ganz frisch auf Guinea gekommen sind, ist eine Frau auf uns zugekommen und hat gesagt, ich kenne jemanden, eine jüngere Frau, die hat sich ganz stark verbrannt. Die hatte so einen Stand gehabt, wo sie irgendwie Fleischspießli brötelt hat. Und nebenzu hat ein TÜV-Mechaniker irgendwie einen alten TÜV-Tank ausgeleert mit dem Benzin und dann hat ihr der ganze Rock gebrannt. Und das war nicht schön gewesen, wirklich nicht schön gewesen. Und wir sind dort angekommen, sind die besuchen und haben gesagt, hey, nein, das ist zu viel für uns. Das können wir nicht. Das können wir nicht. Aber gleich hat dieser Frau niemand helfen. Und so sind wir in das hineingekommen, haben uns nachher das Wissen beigebracht, haben Kollegen, andere Missionare, die das schon gemacht haben, haben uns gesagt, wie das geht. Und ihr seht hier ein Bild von einem Bub, der sich verbrannt hat. Dem ist ein Kessel heißes Wasser übers Gesicht hineingeleert. Und die haben den zu uns gebracht und es war wirklich die einzige Möglichkeit gewesen, um dem Bub zu helfen. Im Spital haben sie nichts machen. Einfach, die haben die Materialien nicht gehabt. Und so haben wir angefangen, diesen Leuten zu helfen. Und der Bub, das ist zweimal der gleiche, man glaubt es fast nicht. Und das ist wirklich ein Wunder gewesen. Wir haben vorher gehört von einem Wunder, wenn Gott hilft, dann gehen die Sachen gut und schnell. Und der Bub, der ist innerhalb von einer Woche, also das erste Bild, das ihr seht, und das zweite, das ist innerhalb von einer Woche, ist der Bub gesund worden. Es hat natürlich auch andere Sachen gegeben, die länger gegangen sind. Es sind leider auch ein paar gestorben, die ganz, ganz stark sich verbrannt haben. Nichtsdestotrotz haben wir dort helfen, wo es am nötigsten war. Und ihr seht hier ein Foto von unserem Wächter. Ihm haben wir beibringen, wie man die Behandlungen macht. Und er kann jetzt das gut machen. Das ist eben das mit dem Nachhaltigen. Wir wollen, dass die Leute das weiterhin selber machen können. Dann haben wir ein Studiencenter gehabt, junge Leute, die in der Schule sind, im Gymi, wo wir einfach noch ein bisschen helfen mit Informatik, also Computer, ein bisschen Englisch. Das sind Sachen, die sie in der Schule dort nicht lernen können. Die Schulen sind wirklich nicht gut dort. Also ihr könnt froh sein, auch wenn es euch manchmal ein bisschen wenn es manchmal nicht so lässig ist, am Montagmorgen in die Schule gehen, ihr könnt froh sein, dass wir dürfen in gute Schulen gehen in der Schweiz. Weil das ist dann ganz etwas anderes in Afrika. Und so haben wir diesen Jugendlichen helfen, um einfach weiterzukommen. Wir haben dann auch gemerkt, ja, bringt ja nichts, wenn du denen etwas beibringen willst, es gibt keine Bücher. Es gibt keine Bücher. In der Hauptstadt vielleicht, aber bei uns in der Provinz hat es einfach nicht gegeben. Und so haben wir ein kleines Buchläden aufgemacht, wo wir ein bisschen Schulbücher und auch Bibeln und so Sachen haben können, denen verkaufen für einen günstigen Preis. Und so haben sie wirklich dann auch etwas lernen. Denn mein Teil, eben darum bin ich nicht den ganzen Tag im Pyjama rumgerannt. Wir haben Handwerker ausgebildet, wir haben eine kleine Bude gehabt, wo wir etwa 10 bis 12 Lehrlinge hatten und haben Häuser gebaut. Ihr seht hier eine Gruppe von diesen Jungen, von meinen Stiften, wo wir miteinander gearbeitet haben. Wir haben viel geschreinert. Wir haben weit und breit sind wir die Einzigen gewesen mit einer Hobelmaschine. Das war natürlich lässig, weil wir gerade Bretter machen und haben wirklich lässige Sachen machen. Und das war cool, weil wir haben dann auch Kunden gewinnen, die ihre Sachen sonst in der Hauptstadt oder aus dem Ausland bestellt hätten, weil sie einfach die Qualität bei uns sonst nicht gefunden haben. Und dann haben wir da wirklich einen neuen Markt erschließen. Und das war auch cool für die Jungen, zu merken, hey, du kannst auch als Handwerker, als Schreiner wirklich einen guten Lohn verdienen. Du musst einfach etwas machen, was die anderen nicht können. Da haben wir so eine Fallbank gemacht. Da ist ein junger Praktikant, eben ein Kurzzeiter, der gekommen ist, ein sehr guter Schreiner. Da habe ich gesehen, der ist ein bisschen unterfordert. Der war ein bisschen langweilig bei dem Zeug, das wir gemacht haben. Dann habe ich gefragt, willst du mal eine Herausforderung? Hat er gesagt, ja, gerne. Dann habe ich gesagt, schau, ich habe diese Bank gesehen auf dem Internet, so ein Filmchen. Kannst du das mal machen? Und dann hat er diese Bank nachgebaut. Der war wirklich ganz ein Schlauer gewesen. Der hat das mit der Geometrie, der hat das wirklich können und hat die Bank konstruiert. Und dann haben wir den so gehabt. Ihr seht, da kann man von einer Bank zu einem Tisch aufklappen. Und wo wir fertig waren, ist der Dorfchef ist auf Besuch gekommen und mit seinem Kollegen. Und die haben also fast uns bezichtigt, dass wir Hexerei betreiben. Die haben das noch nie gesehen, so etwas technisch kompliziert.
Aber das war natürlich lässig, weil die Leute haben nachher gemerkt, hey, das ist etwas Cooles, das finden wir sonst nie. Und ich meine, so eine Bank ist jetzt nicht etwas, was du unbedingt brauchst. Oder? Wie einen Ferrari brauchst du auch nicht unbedingt, aber den kaufst du einfach, dass du einen Ferrari mehr hast wie der Nachbar. Und so haben wir wirklich einen Haufen so Bänke machen. Wir haben auch Häuser gebaut. Ihr seht das Haus oben rechts, da haben wir 2 Jahre dran gebaut. Das ist für einen Kunden, ein Guineer, der aber in Amerika wohnt. Und der hat einfach das Vertrauen in uns, dass wir sein Geld wirklich auch mit seinem Geld, das er uns gibt, ein Haus baut und nicht in die Ferien gehen, was sonst eben leider oft der Fall ist. Und so haben wir wirklich ganz coole Sachen können machen, ganze Häuser können bauen und das ist lässig. Und die Lehrlinge haben in dieser Zeit immer etwas gelernt. Wir haben ja das nicht gemacht, um Geld zu verdienen, sondern wir haben das gemacht, dass unsere jungen Burschen etwas lernen können. Wir haben natürlich nicht nur gearbeitet, wir haben natürlich auch coole Freizeitaktivitäten gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, wieder eure Kinder. Wir sind uns gewöhnt, wir können spielen, wir haben den Spielplatz, wir können auf den Schulhofplatz, wir können shooten und alles und solche Sachen. Sie haben das nicht. Shooten tun sie zwar auch, aber so spielen, das ist nicht so ihr Ding. Und jetzt haben wir da 20-jährige junge Burschen und haben mit denen so jüngste Spiele gemacht und die sind ab wie ein Zäpfchen, gell? Die haben voll den Pleasure gehabt, oder? Endlich einmal irgendein so ein Aktivitätsprogramm. Und das ist cool gewesen. Und das sind auch die Momente, wo wir haben können ernsthafte Gespräche führen, oder? Was ist denn sonst noch wichtig im Leben, als nur das Überleben, das Geld verdienen, das Schaffen. Und so haben dann auch einige dürfen von Jesus hören und einige haben dann wirklich auch sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Jetzt sind wir mit unserer Familie dort unten gewesen, beziehungsweise 2, 3 Familien einmal sind wir dort gewesen, und wir haben ja eigene Kinder. Und die haben ja auch müssen irgendwie in eine Schule. Und jetzt sind aber die Schulen in Guinea leider wirklich schlecht. Also wirklich schlecht. Der Kindergarten, das sind 50 Kinder in einer Klasse und die haben nicht ein Programm. Die müssen einfach Buchstaben abzeichnen oder dann hocken sie dort. Eigentlich ist es einfach, dass die Eltern ein bisschen frei haben, tut man Kinder im Kindergarten. Das ist leider so. Und nachher in der Schule fängt die Schule vom ersten Tag an mit Französisch. Jetzt, die Leute, die haben nicht Französisch mit ihren Kindern. Oder? Das ist wie wenn ihr müsstet in die erste Klasse und es fängt gerade sofort mit einer Fremdsprache an. Und nicht Hochdeutsch, sondern sagen wir Französisch. Und dann verstehen die vom ersten Tag an kein Wort. Und das ist noch schwierig. Oder? Wenn du nichts verstehst. Das ist wirklich noch schwierig. Und wir haben dann mit unserem Kindergarten, den wir gemacht haben, für das unsere eigenen Kinder ein Plätzchen haben, wo sie gehen können, haben wir dann noch 10 andere guineische Kinder eingeladen. Das war einfach ein ganz kleiner Kindergarten. Und dort hat man gespielt und eben auch das Französisch reinfliessen lassen. Und so haben die Kinder in der Schule nachher auch etwas verstanden. Und es ist wirklich die bei uns den Kindergarten haben dürfen machen, sind jetzt, wo sie in der guineischen Schule sind sie eigentlich durchs Band durch Klassenbeste. Weil sie einfach nicht den Anschluss verpasst haben von den ersten Minuten an. Dann sind unsere grösseren Kinder, die haben ja auch in die Schule. Und das war ganz etwas Cooles gewesen, weil wir eben wieder mit den chinesischen Schulen nicht einen Haufen anfangen konnten, haben sie einen Privatlehrer gehabt. Das war dann so ein Kurzzeiter, der gekommen ist und uns geholfen hat, mit dem Homeschooling das zu machen. Manchmal ein bisschen langweilig, weil du hast kein Schulgespönli, aber wenn du eine Frage hast und aufstreckst, dann nimmt er keinen anderen dran, weil es gibt keinen anderen. Und das war wirklich lässig. Und unsere Kinder haben auch wirklich, und das sage ich jetzt an die älter sind, wenn wir nachher noch die Leute motivieren, um wirklich sich das zu überlegen, man hat also wirklich keinen Nachteil. Schule ist für Kinder absolut kein Nachteil. Meine Kinder sind jetzt, wo wir zurück sind in der Schweiz, für definitiv sind sie auch einfach zuvorderst vorne in der Klasse, weil sie haben in ihrer Schulbildung bis jetzt haben sie es wirklich sehr gut gehabt und haben sehr viel lernen. Und das ist cool. Dann haben wir hier unsere Kurzzeitmitarbeiter. Wie gesagt, jedes Jahr sind ein paar gekommen. Wir haben in der Werkstatt haben wir jemanden gebraucht, eben für den Kindergarten haben wir jemanden gebraucht, zum Schulgehen haben wir jemanden gebraucht. Und da möchte ich noch sagen, jetzt für die Jungen, wenn ihr so etwas euch überlegt, das Homeschooling, das ist extra gemacht, dass Eltern können ihre Kinder unterrichten können. Also du musst nicht eine pädagogische Ausbildung haben.
Und wenn jetzt jemand gekommen ist, wir haben viele gehabt, die gerade mit der Lehre fertig sind oder mit dem Gymi fertig sind, die Lektionen sind vorgehauen, die kannst du eigentlich einfach so am Kind vermitteln und dann bist du einfach zuständig, dass das Kind Prüfungen schreibt und nachher die einschickst und die werden in Deutschland korrigiert. Das ist wirklich eine coole Arbeit. Und die haben auch immer den Plausch miteinander, die Kurzzeitmitarbeiter. Jetzt die Herausforderung. Ich muss mich kehren, das ist mir viel zu klein dort hinten zum Lesen. Die Herausforderungen. Es ist natürlich nicht alles nur Schoki. Also Schoki gibt es sowieso nicht einen Haufen zu Guinea, aber es ist nicht alles nur Licht zu Guinea. Es gibt wirklich einen Haufen Herausforderungen. Es gibt immer Neues zu entdecken, das ist spannend, aber manchmal auch ein bisschen gefürchtig. Man hat einen Haufen Probleme, die man zu bewältigen hat, wird aber stärker durch das und es ist eben cool, wenn man sieht, Gott ist mit uns. Es ist nicht einfach nur schwierig, sondern es ist eine Herausforderung und Gott hilft uns durch. Missverständnisse, Kultur und Sprache, da können wir nachher im Foyer raus, kann ich euch Geschichten erzählen, das ist wirklich lustig. Eigenverantwortlichkeit. Wir waren ein kleines Team, uns hat eigentlich niemand wirklich reingeredet. Also natürlich war der Jürg unser Chef und natürlich haben wir ihm gefolgt, aber schlussendlich haben wir gleich unsere Zeit selber einteilen. Wir mussten selber schauen, dass du am Morgen aufstehst und auf den Abend gehst, dass du deine Sachen im Griff hast. Und da hat dich niemand an der Hand genommen. Manchmal hat es Enttäuschungen gegeben, es war eben immer schwierig, wenn man bei den Verbrennungsfällen Sachen kennt, wo es nicht gut kam, eben Leute gestorben sind zum Teil. Das ist wirklich enttäuschend. Und gleich auf die andere Seite auch wieder ein Punkt, wo wir immer wieder gemerkt haben, Gott ist nahe. Immer wieder dranbleiben und immer wieder neu auf Gott vertrauen. Schlussendlich muss ich sagen, das Fazit von meinen letzten 8 Jahren ist, es hat mich näher zu Gott gebracht. Gott hat mich an der Hand genommen und ich habe so viel gelernt in dieser Zeit. Highlights. Es gibt kaum ein schöneres Land wie Guinea. Von der Landschaft her, die Straßen sind schlecht. Aber dafür fährt man langsamer und hat mehr Zeit, um die Landschaft zu geniessen. Es gibt einen Haufen Leute, die zahlen viel Geld für so Offroad-Ferien. Wir haben das 8 Jahre gehabt. Das ist wirklich cool. Man kann gut baden. Es ist ein cooles Team. Ihr seht unten rechts, das sind jetzt alle Missionare, die im ganzen Land mit den Samen unterwegs sind. Das sind etwa 60 Leute und das ist mega cool, mit Familie, mit Kindern. Also wir sind nicht einfach da spezielle Freaks, die das machen. Es gibt also auch andere Leute, die auf die Idee gekommen sind oder sich von Gott berufen lassen haben. Und da möchte ich jetzt einfach mit dem enden. Jetzt, die unter euch, die schon ein bisschen Englisch haben in der Schule, können das vielleicht sonst tun, ich übersetzen. Gott beruft nicht die Befähigten. Er befähigt die Berufenen. Ich habe ein Trauma. Nicht mehr so schlimm wie früher, aber immer noch ein bisschen. Das ist wirklich mein Herzensanliegen. Man hat ja einmal in der GVC den Herzschlag. Ich mache jetzt keine Predigt, ich das einfach nur ganz kurz. Ich bin aufgewachsen in einer Kirche, so wie ihr alle auch in einer Kirche aufgewachsen sind. Und ab und zu ist ein Missionar gekommen, wie ich da stehe und hat erzählt. Und dann hat es die Bücher gegeben, die man gelesen hat von diesen Missionaren. Und ich bin als Kind, wir hatten noch nicht so eine Kids Church gehabt, wir mussten dann relativ früh müssen da bei den Alten drin hocken und zuhören. Das war schon mal ein bisschen langweilig. Aber das hat mich immer fasziniert. Hey, Mission, cool, mega cool. Aber kann mich Gott brauchen? Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich würde so gern von Gott gebraucht werden, aber ich tue eigentlich nicht so gern Bibel lesen. Ich mache es schon, aber so, weißt du, so ein bisschen, lieber shooten. Oder Computerle. Habe ich jetzt noch lieber gemacht. Und die Missionare, die tun doch stundenlang betten, oder? Den ganzen Tag sind die eigentlich immer am Betten, oder? Und Und dann hatte ich auch sonst noch Baustellen in meinem Leben, wo ich einfach gewusst habe für mich selber, hey, ich habe nicht alles im Griff. Oder? Ich habe manchmal meine Eltern Geld gestohlen, als Kleiner noch. Und so ein bisschen, kann mich Gott brauchen. Und irgendwie habe ich das nicht auf die Reihe gebracht. Ich habe mich so nutzlos gefühlt vor Gott. Weil ich eben das Gefühl hatte, Gott kann mich erst brauchen, wenn ich alles im Griff habe. Wenn ich alles richtig mache.
Und bis ich nachher gemerkt habe, nein, es ist genau umgekehrt. Er will, dass ich bereit bin, um mich einfach auf ein Abenteuer einzulassen. Und für den Rest schaut er. Natürlich sind immer noch heute Baustellen offen in meinem Leben. Aber schaut, und das sage ich auch an die Erwachsenen, aber auch an die Kinder, wirklich, warte nicht darauf, bis Gott dich perfekt gemacht hat, bevor du dich brauchen lässt. Lass dich von ihm brauchen. Und durch das schafft er an dir. Bis ich den Schritt gewagt habe, ist nicht viel gegangen in meinem Glaubensleben. Und in dem Moment, wo ich an den Ort angekommen bin, wo ich glaube, dass Gott mich wollte für die Zeit, wo wir dort sind, in dem Moment hat Gott mit mir geschafft. Er hat mich befähigt. Er hat nicht müssen warten, bis ich alles im Griff habe. Und das möchte ich euch wirklich ermutigen. Und jetzt ist es so, die Kinder gehen jetzt, glaube ich, weiter ins Kinderprogramm. Schaut, wartet noch schnell. Ich habe noch ein Geschenk mitgebracht. Draussen, genau, darf jeder ein 100er Nötchen abholen. Mit dem könnt ihr nicht einen Haufen kaufen. Das ist nicht ein Haufen wert. Aber ich habe die mitgebracht aus Guinea, einfach, dass ihr ein Mitbringsel habt. Darf jeder ein 100er Nötchen abholen und dann wünsche ich euch viel Spaß in der Kids Church. Vielen Dank, Philipp, dass du uns da mit reingenommen hast in dieses Leben. Und ich glaube, es war ganz wichtig, ja, was du am Schluss gesagt hast. God qualifies the called. Lass uns diesen Satz mitnehmen. Wir möchten auch noch einfach Danke sagen. Das wäre noch die letzte Folie gewesen, aber von Philipp. Für das, was ihr gemacht habt. Wir haben das Projekt nur machen, weil GVC dahinter steht. GVC-Bewegung hat 3 Familien ausgesendet. Die Familie Toggenburger waren die, die am längsten in Telimele geblieben sind. Und auch von euch fließt Geld in das Projekt hinein. Und dank euch können wir das machen. Und es ist eine Möglichkeit, euch einfach mal Danke zu sagen. So cool, dass ihr dahinter steht. Und ich kann euch sagen, es passiert wirklich etwas. Es kommen auch Leute zum Glauben. Es werden Leute ausgebildet. Es kommen Leute Perspektive über, so dass nicht mehr jeder Junge nur noch ein Ziel hat, möglichst schnell auf Europa zu kommen. Sondern vielleicht fängt darauf überlegen, kann ich nicht auch in diesem Land wirklich etwas machen. Jetzt möchte ich mit euch ein Thema anschauen, das mich bewegt. Und zwar braucht Gott History Maker, Leute, die Geschichte schreiben, so wie der Philipp in Telimele Geschichte geschrieben hat. Den kennt man, die ganze Stadt dort. Der Bürgermeister und alle kennen den Philipp, du musst nicht lange erklären, wer das ist. Er hat die Geschichte geschrieben. Und Gott braucht heute noch History Maker. Und wir wollen jetzt zusammen anschauen, wie kann man History Maker werden? Und ich möchte das gerne ein Beispiel von Elisa mit euch anschauen. Und tue dazu 5 Punkte herausschaffen. Elisa verließ die Rinder und er lief Elia nach und sprach: Lass mich. Nein, das stimmt noch nicht. So, Entschuldigung, ich bin da eine Folie zu weit. Lesen wir, was da steht. Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats. Also er pflügte mit 12 Jochen vor sich her. Und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Jetzt war der Elisa am Arbeiten als Bauer. Sie hatten 12 Joch Rinder scheinbar. Das heisst, das war ein reicher Bauer. Das wäre einer, der heute irgendwie 5, 6 Traktoren hat. Oder? Und die haben so in Reihe und Glied gearbeitet, ein bisschen versetzt wahrscheinlich. Und der hinterste war der Elisa, der Leiter der Familie, der zuständig war, die Knechte zu überwachen und zu schauen, dass sie gut arbeiten. Und jetzt kommt der Elia, wirft seinen Mantel über ihn und sofort hat der Elisa geschnallt, was das bedeutet. Elisa verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm: Wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es mit den Jochen der Rinder, kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm.
Jetzt hat man das Gefühl, ja, das ist so cool, so easy, oder? Aber stellt euch mal vor, was in diesem Elisa ist vorgegangen. Er ist auf einem riesigen Hof aufgewachsen. Wahrscheinlich war die Planung, dass er den Hof mal übernimmt. Er hat gewusst, Bauern kann ich. Und jetzt kommt da der Elia, wirft seinen Mantel über ihn und sagt, jetzt musst du Prophet werden. Und der Elisa hat keine Ahnung gehabt, was bedeutet das, Prophet sein. So wie der Philipp auch nicht gewusst hat, was bedeutet es, in Guinea Handwerkerschule aufzubauen. Aber er hat sich herausfordern lassen. Vielleicht hat er kurz überlegt, ja, will ich wirklich alles aufgeben? Will ich aus dieser Komfortzone raus? Mir geht es ja eigentlich super gut. Bin ich bereit dazu? Er hat die Herausforderung auf sich genommen, ist rausgesteppt aus der Komfortzone und hat sogar sein Arbeitsinstrument, das Joch Rinder, genommen und hat das Feuer damit gemacht aus dem Holz und hat die Rinder gebraten und das Abschiedsfest gemacht. Und damit hat er eigentlich gesagt, hey, mir ist klar, jetzt ist fertig, oder? Traktor verheizt, verkauft, geht es nicht mehr. Jetzt muss ich mit einem anderen Instrument arbeiten. Ich bewundere den Mut von Elisa. Und wir brauchen auch heute Leute, die bereit sind, aus der Komfortzone rauszusteigen und zu sagen, hey, okay. Selbst wenn ich es mit Schlottern neu mache, ich mache es, weil Gott braucht Leute, die sich hergeben. Action Vivre Süd, das Projekt, das der Philipp war, ist mega angefochten. Wir hatten Leute, die aus gesundheitlichen Gründen heimkommen mussten. Zuerst jetzt Tokis, weil sie ihre Kinder in die Oberstufe schicken, was normal ist. Haben wir Maurer in Aussicht gehabt, die Ober, haben wir gedacht, oh cool, es geht weiter. Und Müller waren auch noch da, also wir hatten 2 Familien gehabt. Dann haben Müllers heim müssen aus gesundheitlichen Gründen und wir haben plötzlich nicht gewusst, können wir weitermachen, weil eine Familie alleine schafft es nicht. Und das Spannende war, Gott hat in der gleichen Woche, wo die Familie Müller entschieden hat, wir müssen heimkommen aus gesundheitlichen Gründen, hat er durch Träume die Familie Lörcher berufen. Die hatten eigentlich null Interesse gehabt, irgendwo herzugehen. Das war so ein typischer Schweizer Bünzli. Und Gott hat aber so glasklar geredet durch Träume, mehrmals zu ihm. Er hat gewusst, hat sich gemeldet, ich habe eine Berufung, Gott will, dass ich gehe, und zwar auf Telemele, Action Vivre Süd. Und wir haben das geprüft, er war nicht so der 0815-Bewerber. Aber jetzt vor 2 Wochen sind sie ausgereist, weil wir gespürt, Gott will das. Gott hat ihn wirklich berufen. Er war bereit, wie der Elisa, er ist auch Schreiner, sein Holz zu hinterlassen und auszureisen und etwas ganz Neues zu probieren. Dann das Zweite, was wir sehen beim Elisa, und das finde ich sehr spannend. Jetzt ist der Elisa berufen als Prophet, als History Maker. Vorher hat er einen super Job gehabt bei seinem Vater auf dem Hof. Und jetzt, was macht er? Was lesen wir von ihm? Die ersten 8 bis 10 Jahre hat er einfach den Elia begleitet. Es steht nichts über ihn. Er hat ihm einfach gedient, er hat ihm die Sachen nachgetragen, vielleicht hat er ihm gekocht, die Kleider gewaschen. Nichts, einfach im Hintergrund hat er gearbeitet. Und er scheint einfach alles treu gemacht zu haben, was der Elia von ihm verlangt hat. Und erst 8 bis 10 Jahre später ist der Wechsel gekommen. Manchmal beruft dich Gott für etwas. Und du denkst, wow, jetzt geht die Post ab. Und vielleicht ist es zuerst einfach ein Zeitraum zum Dienen. Zum Dasein. Zum deine Sachen Gott zur Verfügung stellen. Bei mir, als ich auf Guinea kam, ich habe ja auch dort mit meiner Frau und Familie gelebt, habe ich die Verantwortung übernehmen für ein Bibelübersetzungsprojekt, weil ich Theologie studiert, mal Griechisch und Hebräisch studiert und darum bin ich der Einzige, der qualifiziert war. Aber ich kann euch ehrlich sagen, es hat mich gestunken. Ich war viel lieber mit den Leuten unterwegs als den ganzen Tag im Büro da, mit Thoma beschäftigt, linguistischer Arbeit und so. Aber ich habe es gemacht. Ich habe gespürt, Gott will, dass ich diene. Und das Projekt ist gut vorwärts gegangen und es ist dann auch noch etwas gelaufen, das erzähle ich dir nachher. Ein Beispiel von Dienstbereitschaft sind hier die Families, die 3 Familien und plus eine Singlefrau. Die 3 Families, die sind bis zur Pensionierung im Einsatz gewesen, haben wirklich Gott gedient. Und kürzlich ist etwas Cooles passiert. Und zwar die eine Frau da, seht ihr, das war vor 30, 40 Jahren. Sie war 30 Jahre in Brasilien und hat in einer kleinen Stadt Caracol geschafft, 1973. Dort ist sie ab und zu geweckt worden in der Nacht, weil es einen Gesundheitsfall gegeben hat. Sie hat dort Gesundheitsarbeit gemacht. Und einem von den kleinen Buben, der dann zu ihr kam, hat sie das Leben gerettet. Und dieser kleine Bub ist heute Bürgermeister dieser Stadt.
Und er kann sich noch an die Emmi erinnern. Und jetzt hat er ein Gesundheitszentrum aufgebaut. Und das heisst Centro Municipal di Saúde Infermeira Emmi Hediger. Stell dir vor, jetzt hat der Bub, der das Leben hat, können behalten, dank dieser Mitarbeiterin, hat einen Gesundheitspost aufgebaut und hat den Namen von dieser Krankenschwester gegeben. Oder? Die hat Geschichte geschrieben. Mehr als sie, die hat doch den Bub schon lange vergessen. Aber jetzt ist er Bürgermeister und er hat sie nicht vergessen. Ja, das ist eine Geschichte, die auch sehr cool ist. Von Proracha, dort haben wir eine Schule aufgebaut im Tschad, eine christliche Schule, und die Kinder sind zurückgegangen ins Dorf. 2 Kinder vom Dorfchef sind dort dabei, und in ihrem Dorf haben sie die Lieder und die Storys, die sie in der Schule gelernt haben, den anderen Kindern weitergegeben, also quasi Schule gemacht und den Kindern im Dorf die Sachen gelernt. Und dann haben die Leute gemerkt, hey, die lernen so viel mehr in dieser Schule als in der öffentlichen Schule. Und dann haben sie uns gefragt, ein muslimisches Dorf, 100% muslimisch, könnt ihr uns nicht einen Lehrer schicken, der das Gleiche bringt, was die Kinder bei euch lernen. Und jetzt haben wir einen christlichen Lehrer können schicken, der die biblischen Storys bringt und so weiter. Und die Lehrer trainiert dort. Ja, das überspringe ich aus Zeitgründen. Kommen wir zu Hartnäckigkeit. Ein dritter Begriff, der wichtig ist für Geschichtsschreiben. Als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen sie nach Bethel. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, hat der Elia einen 3. Versuch gemacht. Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und so gingen die beiden miteinander. Der Elisa hat sich nicht abschütteln. Er war hartnäckig. Hartnäckig, weil er den Segen vom Elia wollte. Er wusste, am Schluss des Lebens, im Alten Testament war das so, haben die Patriarchen häufig einen Segen weitergegeben. Und er hätte sagen wollen, er hätte hartnäckig erleben, dass Gott ihn segnet und bevollmächtigt. Wir lesen, wie es hier 2, 3 Beispiele von Hartnäckigkeit. Genau. Hier sind Leute, die sich mega eingesetzt haben für einen Kampf gegen Lepra von unseren Mitarbeitern. Und ihr seht die Statistik, Lepra ist inzwischen praktisch ausgerottet, aber es war ein Einsatz von etwa 30 Jahren. Das Beispiel hier links von einem, der sich einsetzt gegen Mädchenbeschneidung, Frauenbeschneidung. Und am Anfang haben wir das Gefühl gehabt, das ist so tief verwurzelt kulturell, so schwierig. Jetzt machen wir das mehr als 10 Jahre und inzwischen haben wir die ersten Dörfer, die deklarieren, wir machen keine Mädchenbeschneidung mehr. Frauen, die das Mädchen aufgeben. So cool, aber es war Knochenarbeit. Man musste mega hartnäckig sein. Und hier noch ein Beispiel, das ist jetzt nicht von Afrika, das ist unser Sohn da mit seiner Verlobten, heiratet nächsten Samstag. Und warum bringe ich das? Er war weg vom Glauben etwa 10 Jahre lang. Und meine Frau und ich, wir waren hartnäckig im Betten. Hartnäckig, wirklich. Und wir manchmal fast verzweifelt, haben das Gefühl, jetzt sollte es aber langsam. Und ich möchte euch diese Story einfach erzählen, für euch Mut zu machen, wenn ihr irgendwo im Bett seid. Es ist 10 Jahre gegangen, bis er zurückgekommen ist und jetzt startet er durch wie eine Rakete. Es ist so cool zu erleben, wie Gott sein Leben verändert hat. Bleibt dran, gebt nicht auf. Für uns ist es so cool zu sehen, wie Gott treu ist. Und auch der Philipp und seine Familie waren hartnäckig. Es ist nicht einfach, dass Muslime oder Cousins, wie wir sie dort nennen, zum Glauben kommen, aber es sind Einzelne dazugekommen. Einer von ihnen ist der ehemalige Lehrling hier, wo er selber ein kleines Business gemacht hat und treu versucht, wirklich Jesus nachzufolgen. Wir gehen weiter im Text. Und 50 von den Prophetinnen gingen hin und standen von ferne. Aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, so dass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Der Mantel hat die Autorität von Gott symbolisiert und so sind sie
durch den Jordan durch. Und jetzt kommt der vierte Punkt, der wichtig ist für einen Historymaker. Als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und jetzt ist der Elisa stinkfrech. Was hat er gefragt? Wer weiss das? Das doppelte Maß. Immer wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, leck, das war so ein frecher Kerl. Elia war ja nicht schlecht ausgerüstet mit der Power von Gott. Und der Elisa sagt, hey, für mich, ich möchte gerne das Doppelte. Aber ich weiss nicht, was du gewünscht hättest, der neue BMW oder eine schöne Familienhäuschen oder ich weiss nicht, was bei dir zuoberst auf der Wunschliste ist. Der Elisa hat gesagt, wenn ich den Job machen vom Prophet, dann brauche ich Power. Ich kann es selber nicht. Und er hat gemerkt, das ist ein schwieriger Job. Und er hat gedacht, ich brauche noch mehr Power als der Elia. Ich brauche noch mehr Autorität, für das zu machen, sonst geht es nicht. Und der Elia hat dann reagiert und hat gesagt, er sprach, du hast Schweres erbeten, doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird es geschehen. Wenn nicht, so wird es nicht sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden, die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, du Wagen Israels und sein Retter, und sah ihn nicht mehr. Der Elia hat nicht gewusst, ob Gott das Versprechen wahr macht. Aber er hat gespürt, da ist eine Offenheit da von Gott her. Und so hat er Elisa gesagt, wenn du siehst, wie ich gehe, dann wird die Wunscherfüllung gehen. Und der Elisa, ich weiß nicht, ob er schon realisiert hat in diesem Moment, das muss ein gewaltiges Erlebnis gewesen sein, da, so feurige Wagen und so, die der Elia geholt hat. Aber dann hat er realisiert, hey, wahrscheinlich hat Gott das ernst genommen, oder? Er hat meine Bitte gehört. Und wisst ihr, was spannend ist? Wenn man die Wunder nachzählt, die dann passiert sind beim Elisa, dann hat steht in der Bibel genau doppelt so viele Wunder rapportiert wie beim Elia. Beim Elia waren es 14 und bei Elisa 28. Und ich finde das mega spannend. Gott hat das extrem ernst genommen, die Bitte, die Erwartungshaltung. Und ich denke, wir dürften mehr erwarten von Gott. Gott hat eigentlich viel mehr parat als das, was wir abholen. Als wir auf Guinea kamen, haben wir mit der Kirchenleitung dort geschaut, was könnte man machen. Und es hat einen coolen Leiter von der Kirche in diesem Gebiet, wo ich war. Es war so eine Präfektur. Wir haben das Ziel gehabt, in jedem Dorf eine Gemeinde zu gründen bis in 8 Jahren. Und man hat gesagt, es sind etwa 120 Dörfer, 25 Gemeinden jetzt gehabt. Und das war crazy. 100 Gemeinden in 8 Jahren, nachdem 20 Jahre eigentlich Stagnation war dort vom Gemeindebau her. Aber wir haben beide, der Kirchenleiter und ich, einfach die Erwartungshaltung gehabt. Und hey, es war so cool gewesen. Es ist Post abgegangen. Wir haben erlebt, wie 4 Jahre über 100 Gemeinden entstanden sind. Wir haben herausgefunden, es sind 400-500 Dörfer, nicht nur 120. Ich habe auf Dörfer zählen. Also das Ziel ganz erreicht haben wir nie, 4 Jahre. Aber es ist Post abgegangen, weil wir etwas erwartet haben von Gott. Und kürzlich bin ich wieder in Guinea, gehe so einmal pro Jahr, und da habe ich einen von denen getroffen. Wir haben dann die Leute ausgebildet von diesen neuen Gemeinden, so Laienpastoren. Und dann bin ich schauen, gibt es die Ausbildung noch? Gibt es immer noch, irgendwie 25 Jahre später. Und dann kommt einer auf mich zu, kennst du mich noch? Nein, ich kenne dich nicht mehr. Ja, ich bin der Pastor Isaac. Und dann hat er erzählt, aus welchem Dorf das er kommt. Ich habe mich noch genau erinnern, ein mega kleines Kirchchen haben wir dort gründen. Es waren so 10, 15 Leute. Und er hat gefragt, gibt es die Gemeinde noch? Hat er gesagt, ja. Wir haben jetzt 200, 300 Leute. Und dann, als du bist gekommen, hat es in einem Dorf in unserer Unterpräfektur eine Gemeinde gegeben. Heute gibt es noch in einem Dorf keine Gemeinde und in anderen Dörfern hat es eine Gemeinde. Wir dürfen etwas erwarten von Gott. Er will wirken. Das habe ich erlebt und es ist wirklich so. Hier ein Beispiel aus ganz jüngster Vergangenheit. Wir sind am Arbeiten in Indien. Und da ist ein junger Mann aus einer Gemeinde, der mega betet. Und da haben sie auch wieder so eine Gebetszeit gehabt. 120 Stunden waren sie am Betten im Stück. Und dann wird einer, der seit Geburt stumm war, kann plötzlich reden. Einfach so, 18-Jährige. Und mir hat das so beschämt. Ich dachte, würde ich noch beten für einen, der 18 Jahre nie ein Wort reden konnte. Hätte ich überhaupt noch den Glauben, oder? Sie waren hartnäckig, sie waren dran, sie haben gebetet und Gott hat es geschenkt. Lasst uns hartnäckig Erwartungshaltung haben, dass Gott wirkt. Und dann das Letzte,
Wenn wir es erwarten, dann müssen wir auch handeln. Der Elisa, als er das erlebt hat, heisst, da fasst er seine Kleider, zerriss in 2 Stücke, hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach: Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Der Elisa hat gedacht, so, jetzt probieren wir es aus. Und dann ist der Power da. Und er war da gewesen. Und die anderen Jünger haben gesehen, oh, jetzt ist der Power, der auf dem Elia war, ist auch auf dem Elisa. Wir müssen wagen zu beten, wir müssen wagen herzustehen. Ich habe eine von unseren Mitarbeiterinnen, die auch Krankenschwester ist, versucht, Menschen zu helfen. Aber häufig ist sie im Anschlag medizinisch. Und da ist ein Mann zu ihr gekommen, der halbseitig gelähmt ist, weil er einen Hirnschlag hatte. Und er hat gesagt, gib mir Medikamente, dass ich wieder mich bewegen kann, ich muss auf das Feld arbeiten können. Dann hat sie gesagt, ja, es gibt kein Medikament, um das wieder gut zu machen. Aber ich kann beten für dich. Als sie das nächste Mal ins Dorf kam, haben die Leute gesagt, du, alle wollen, oder der Mann will, dass du ihn wieder siehst. Dann hat sie gesagt, ja, was ist? Braucht er mehr Medikamente für Bluthochdruck und so? Nein, er konnte am nächsten Tag wieder auf das Feld arbeiten. Das war geheilt. Sie ist eine Frau, die das Wirken von Gott erwartet. Und das war auch das Cool bei Sandra, bei der Frau von Philipp. Sie hat viel auch für die Verbrennungsopfer gebetet. Und wenn viel auch die Heiligen gut sind gelaufen, ist sicher einerseits die Behandlung, aber eben auch das Wirken von Gott. Ich fasse zusammen. Was braucht es, zum History-Maker werden? Wir müssen aus unserer Komfortzone bereit sein, rauszutreten, bereit sein zum Dienen, hartnäckig sein, auch immer warten, dass Gott wirkt und dann wirklich den Mut haben, herzustehen in der Autorität von Gott. Ich möchte für euch beten, dass Gott euch hilft, History-Maker zu werden. Vater im Himmel, es ist so cool, dass du mit uns unterwegs bist. Dass du uns einfache Menschen brauchst, für Geschichte zu schreiben in dieser Welt. Du willst mit uns Geschichte schreiben. Und jeder, der hier sitzt, möchtest du brauchen, für irgendwo Geschichte zu schreiben. Zeig ihm wo, zeig ihm wie. Hilf ihm hartnäckig zu sein, hilf ihm etwas zu wagen und hilf ihm zu erwarten, dass du durch ihn wirken wirst. Das weißt du, das willst du. Wir erwarten, dass du uns befähigst, die Kraft gibst, wie du es einem Elisa gegeben hast, was schon nichts hergebracht hat. Wir wollen die gleiche Kraft und wir erwarten, dass du durch uns durchwirkst. Schenk, dass wir rausgehen als Elisas mit der Erwartung, dass du durch uns durchwirkst. In deinem Namen, Jesus. Amen.